Hallo miteinander! Hallo zusammen! Herzlich willkommen zum ersten Q&A. Wir haben uns mega auf das Video gefreut. Wir haben ein paar coole Fragen von euch bekommen und ich hoffe, wir haben jetzt auch ein paar spannende Antworten. Wir steigen gerade ein mit einer Frage von Frozy Legend, von Stefan. Und zwar hat er uns gefragt, was das lustigste, das grusigste oder das coolste Erlebnis war, das wir in unserer Reise bis jetzt hatten mit dir. Wir haben eine recht lustige Frage gefunden und haben uns dann auch Gedanken machen darüber. Und es ist uns eigentlich ziemlich bald mal die Szene in den Sinn gekommen mit dem Fisch. Der Flo ist beim Schnorcheln von einem Fisch angegriffen worden. Ich war nicht dabei, als nur die Aufnahme gesehen, darum ich es recht lustig gefunden. Und ich glaube, du hast im Nachhinein auch darüber lachen. Also ich habe es eigentlich erst schon dort lustig gefunden, was passiert ist, aber ja, es ist wirklich eine ganz lustige Geschichte. Okay, und zum grusigsten Erlebnis, wir haben es auch auf Kamera, darum könnt ihr euch gerade selber davon überzeugen, aber Achtung, es ist nicht ganz jugendfrei. Wir waren dort bei so einem Tempel, wo es mega viele Affen hatte. Als wir dann wieder aus dem Tempel rausgekommen sind, haben halt eben gerade die zwei Affen dort, sind gerade bei der Sache und so. Die nächste Frage kommt von der Nina. Sie hat uns gefragt, was die spannendsten, inspirierendsten und schönsten Bekanntschaften waren auf unserer Reise. Immer die spannendsten Begegnungen sind die mit den Locals. Also wenn wir irgendwie in Kontakt kommen mit Einheimischen. Da gibt es ein paar Geschichten, wie zum Beispiel ein Lehrer, der uns im Bus von Pokhara auf Nayapur, wo wir aus Trekking sind. Also in Nepal. Ja, in Nepal. Angesprochen hat und so und die ganze Fahrt uns halt ausgefragt hat, wie das so läuft in der Schweiz und so, auch mit der Schule und so. Und er hat uns natürlich erzählt, wie es in Nepal läuft. Und dann auch, wir haben auch noch darüber geredet, über Beziehungen, wie das ist, ob bei uns, wenn man sich die Frau oder den Mann selber aussuchen kann und so Zeug. Also es war wirklich mega spannend, sich mal auszutauschen. Und wir können jetzt jeder eine rauspicken, die irgendwie am schönsten oder am krassesten war. Und einfach immer also im Alltag so die Begegnungen, die du hast. Und manchmal mal ein längere Gespräche, manchmal nur kürzere, die auch mega toll sind. Dann zu der nächsten Frage, die kommt von meiner Tante aus Kanada, der Ursi. Die hat uns gefragt, wie wir unsere Wohnungen buchen, ob das immer über Airbnb läuft oder ja, wie wir das halt genau machen. 80% circa von unseren Buchungen laufen über Airbnb. Da haben wir bis jetzt aus Band gute Erfahrungen gemacht. Und die anderen 20% buchen wir über booking.com. Das ist bis jetzt einmal tiptop gegangen. Das ist recht unkompliziert. Ja, voll. Und was sie halt auch noch gefragt hat, ist, wie weit im Voraus dass wir buchen. Und das kommt immer ein bisschen darauf an, es ist eigentlich immer so, sobald wir wissen, dass wir definitiv dann an einem Ort sind, dann schauen wir auch möglichst schnell, dass wir irgendwie eine Unterkunft buchen können. Wir haben schon ab und zu mal recht spontan auch natürlich etwas gebucht. Es ist eigentlich auch immer gut gegangen. Ja. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Und die ist von Steffi. Sie hat uns gefragt, wie wir gerade auf Vietnam gekommen sind, um hier einen Monat zu bleiben und zu arbeiten. Das war so, wir haben einfach mal gesucht nach Orten, die sich eignen zum Arbeiten. Das heisst, wo es gute Infrastruktur hat, gutes Internet und wo es günstig ist zum Leben. Da sind wir dann ziemlich bald mal auf Vietnam gekommen. Außerdem kommt in 2 Wochen meine Schwester uns besuchen. Wir treffen sie dann in Hanoi und so haben wir das jetzt gerade zusammen verbinden. Sie hat uns noch eine zweite Frage gestellt, und zwar, welche Länder dass wir unbedingt noch besuchen auf unserer Reise. Ja, und da haben wir ein paar im Kopf. Es geht hier noch im Raum Asien, wo wir sicher gehen wollen. Das wäre zum einen Laos, Kambodscha, wo wir noch sehr gerne anschauen nach Vietnam. Dann im Sommer wissen wir schon sicher, dass wir in Indonesien sind. Da können wir uns noch Freunde besuchen. Was noch cool wäre, ist, wenn wir es in die Philippinen schaffen würden und Myanmar steht eigentlich ganz weit oben auf unserer Liste. Was auch ziemlich hoch im Kurs steht, ist bei uns Australien und Neuseeland gegen Ende des Jahres. Die Melli hat noch Verwandte in Australien, die wir dann auch wieder besuchen können. Und ja, darum wird das sehr wahrscheinlich dann noch kommen. Alles Weitere wissen wir noch nicht. Die nächste Frage kommt von der Debbie von Hallo Abenteuer. Sie hat uns gefragt, was wir aus der Schweiz am meisten vermissen, abgesehen von unseren Freunden und der Familie. Und ja, da muss ich sagen, ist uns als erstes natürlich Essen in den Sinn gekommen. Das ist doch normal, immer so die Sachen, die man sich am meisten gewöhnt ist, wenn man daheim ist, die man am liebsten hat. Das wäre bei uns sicher mal, ja, klingt jetzt bünzlig, ist aber so, Käse. Wir lieben beide Käse. Dann sicher auch Landjäger, so ein richtig gutes Brot halt von daheim. Der richtig knusprig ist und nicht so weich ist wie das Zeug, das du hier bekommst.
Ja, das wären alles Sachen, die wir mega gerne wieder mal hätten, die uns hoffentlich der Meli, ihre Schwester Andrea, in 2 Wochen mitbringt, wir da wieder mal haben können. Aber sonst, abgesehen vom Essen, ist es vielleicht einfach noch ein bisschen zu früh im Moment, um etwas wirklich zu vermissen. Also vielleicht von der Kultur her. Wir geniessen es eigentlich mega mal, etwas anderes kennenzulernen. Dann hat uns Overkill auch noch eine Frage gestellt, und zwar, wenn wir zurück in die Schweiz kommen. Ja, das würden wir auch gerne wissen. Wir haben kein fixes Enddatum. Also das Ziel ist, ein Jahr unterwegs zu sein, das wollen wir auch schaffen. Und für das hat unser Budget auch länger. Und jetzt kommt es halt noch darauf an, wie viel das wir verdienen können. Die nächste Frage kommt von Thomas. Er hat gefragt, ob wir vorhaben, in Zukunft etwas Spezielles als Andenken mit heimzunehmen. Und er hat noch spezifisch gesagt, ob das ein Tattoo sagt, ob ich meine Haare spende und mit einer Glatze zurückkomme oder ob Melly Dreadlocks macht oder irgend so etwas. Also mit dem Gedanken Tattoo haben wir zwar ein paar Mal gespielt, immer mal Tag denken wir, cool, und Tag mal, nein, eigentlich ist es ja cool, wenn wir keins haben. Da mal schauen. Was wir eigentlich auch damit angefangen haben, seit wir, also wo wir in Nepal waren, haben wir ein Päckchen heimgeschickt, wo wir so ein paar, ja, schon so Souvenirsachen, aber vor allem Sachen, die wir uns überlegen, das könnten wir vielleicht später mal, wenn wir mal wirklich eine fixe Wohnung nehmen haben, wo wir die können ausstellen und so, wo uns einfach jeden Tag wieder erinnert, wo wir schon überall waren. Die nächste Frage ist von der Rachel von Born for Life. Sie hat uns gefragt, ob wir uns auch vorstellen könnten, länger zu reisen, wenn das klappt mit dem Geld verdienen. Und das ist definitiv unser Plan. Das soll zum einen uns jetzt die Reise verlängern, wo wir jetzt gerade sind, und zum anderen auch einen Lifestyle ermöglichen, dass wir nicht zurückkommen und wieder dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, sondern dass wir wirklich etwas Neues starten können und halt wirklich ortsunabhängig arbeiten. Das ist dann das Ziel. Die Rachel hat uns auch noch gefragt, ob wir mal so eine grobe Kostenaufstellung machen können, was wir so im Monat ausgeben. Und die Frage passt auch gut mit der Frage von Flavio zusammen, der uns gefragt hat, was wir so für ein Tagesbudget haben. Unser Tagesbudget, das haben wir mal bei 50 Franken angesetzt, also inklusive Unterkunft. In Sri Lanka und in Nepal sind wir beide mal leicht drüber gewesen, also es ist eher sogar die 60 Franken pro Tag zugegangen. Dann in Koh Tao, dort sind wir ganz klar drüber gewesen. Und mit dem ganzen Tauchen und so ist es halt einfach schon mal viel teurer geworden. Aber sonst, Thailand ist einfach ein teures Pflaster hier in Asien. Und jetzt hier in Vietnam werden wir das erste Mal drunter sein. Was dort natürlich alles noch dazukommt, sind die Flüge. Die haben wir separat abgesetzt. Sagen wir so, es könnte besser sein, aber es könnte auch bedeutend schlechter sein. Ich glaube, das wird sich mit der Zeit dann erst zeigen, ob wir wirklich so in unserem Budget sein können. Wir kommen jetzt zu der letzten Sparte von dem Q&A, und das betrifft YouTube und unsere Daily Vlogs. Und zwar haben wir dort noch eine zweite Frage von der Ursi. Und zwar hat sie uns gefragt, wie es ist mit der Reklame vor den Videos, weil manchmal hat es Werbung, manchmal nicht. Dann hat sie uns auch gefragt, ob wir das selber bestimmen können, was dort gezeigt wird und wie oft. Und es ist so, seit ein paar Wochen monetarisieren wir unsere Videos. Also das heisst, eben, dass Werbung kommt vor den Videos, dass Werbung geschaltet wird und dass wir theoretisch mit dem Geld verdienen können. Wir machen das jetzt aber nicht um Geld zu verdienen, weil für das werden wir wahrscheinlich nie genug Abonnenten oder Views haben. Aber es ist halt auch so, YouTube macht damit Geld. Und darum tut YouTube jedes Video, das die Monetarisierung nicht aktiviert hat, halt weniger gut ranken wie Videos, wo das aktiviert ist. Darum gibt es ab und zu mal Werbung. Ich hoffe, es stört euch nicht zu fest. Schlussendlich ist es eine Plattform, die irgendwie ihr Geld machen muss. Im Fernsehen ist ja auch Werbung. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Die ist vom Backpacker. Und zwar hat er uns gefragt, was unserer Meinung nach das Schwierigste war am Daily Vloggen, wie viel Zeit wir dort täglich investiert haben und auch, was wir für einen Tipp geben würden für jemanden, der das auch machen möchte. Darum, zuerst mal zur ersten Frage. Genau. Was war das Schwierigste am Daily Vloggen? Ich glaube, das Schwierigste an dem Ganzen war, einfach mal damit anzufangen, vor der Kamera zu stehen und etwas einfach zu erzählen. Das ist gerade am Anfang macht man sich einfach viel zu fest einen Kopf darüber, was wir jetzt da genau Gescheites erzählen sollen. Weil man denkt, jede Aussage muss jetzt weiss nicht wie spannend und interessant sein. Aber mit der Zeit merkt man dann eigentlich, dass es das
gar nicht braucht. Das ist halt das Coole an dem ganzen Daily Vloggen, dass man, wenn man es jeden Tag macht und so, dass man sich viel wohler fühlen von der Kamera. Und vor allem sollte man sich auch getrauen, einfach normal zu sein und nicht jemand anderes zu sein. Wenn man vielleicht einmal in der Woche ein Video macht, dann kann man sich noch verstellen und sagt, für dieses Video bin ich jetzt obercool. Aber wenn du täglich ein Video machst und immer wieder die Kamera nimmst, auf Tour raus, wird dir das gar nicht gelingen, jemand anders zu sein, als du bist. Und darum uns hat das mega geholfen. Wir sind mega froh, haben wir es gemacht. Und ich glaube, jeder, der das mal machen will, können wir einfach nur den Tipp geben, fang einfach an damit. Egal, ob du meinst, du bist ready dafür oder nicht. Voll. Setz dir irgendwie eine Zeit, sagst, wie wir vielleicht, 30 Tage lang, ziehen es einfach durch, wirklich jeden Tag. Du musst kommunizieren, man will halt nicht versagen. Man will halt auch nicht, ja, man hat es dann angesagt und dann zieht man es auch durch. Genau. Ja. Und das ist eigentlich unser Tipp, mach es einfach. Und wegen der Zeit, die wir da investiert haben, das war ca. 4 Stunden am Tag. Plus minus, am Anfang war es ein bisschen mehr, gegen Ende ein bisschen weniger, weil wir halt einfach ein bisschen schneller geworden sind. Aber so 4 Stunden hat es schon gebraucht. Wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Die ist auch von der Debbie von Hallo Abenteuer. Und das ist auch gerade unsere Lieblingsfrage. Die haben wir bis jetzt schon ein paar Mal beantworten. Und es ist halt einfach immer wieder spannend, darüber zu reden. Und zwar fragt sie uns, wieso dass wir unsere Videos auf Schweizerdeutsch machen. Weil wenn wir sie auf Deutsch, also auf Hochdeutsch machen würden, dann würden wir doch viel mehr Leute erreichen. Und so wäre auch automatisch unsere Zielgruppe grösser. Okay, vielleicht zum Anfang. Ich weiss nicht, wie viele von euch schon seit dem Anfang von diesem Kanal dabei sind. Für die es sind, die wissen, dass meine ersten Videos, am Anfang bin ich ja noch allein, dass die auf Hochdeutsch waren. Also eigentlich nur mein Kanaltrailer, der war auf Hochdeutsch. Nachher habe ich monatelang Videos gemacht, ohne dass ich das einzige Mal irgendetwas gesagt habe. Und zwar genau aus dem Grund, weil ich mich nicht getraut habe, auf Hochdeutsch vor der Kamera zu stehen und etwas zu sagen. Ich habe ein paar Mal etwas aufgenommen und habe es jedes Mal dann einfach mega schlimm gefunden, mich zu hören, auf Hochdeutsch zu reden. Und einfach, ja, weil ich halt einfach überhaupt nicht natürlich übergekommen bin, so wie ich gerne gewesen wäre. Und ich bin der Meinung, das ist vor allem daran gelegen, weil es Hochdeutsch war. Weil, sind wir ehrlich, wir als Schweizer, auch wenn wir Hochdeutsch lernen in der Schule und natürlich völlig kein Problem ist zum Reden und zum Verstehen und alles, es ist nicht unsere Muttersprache. Unsere Muttersprache ist Schweizerdeutsch und sobald wir ins Hochdeutsche wechseln, finden wir viel zu fest uns überlegen, was wir eigentlich sagen. Das heisst, wir sind uns viel zu fest auch bewusst, dass wir jetzt vor der Kamera stehen und etwas sagen. Und das hindert einem halt alles daran, natürlich und frei zu reden. Darum haben wir dann auch irgendwann, also ab dann, wo die Meli dazugestossen ist, wo wir unseren zweiten Trailer gemacht haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir das jetzt auf Schweizerdeutsch probieren. Und mittlerweile sind wir davon überzeugt, dass das die einzige richtige Entscheidung war. Weil wir sind uns schon bewusst, wir könnten, wenn wir es auf Hochdeutsch machen, wenn wir es gut machen, könnten wir schon eine viel grössere Zielgruppe haben. Wir für uns sagen halt einfach, jetzt haben wir gerade die letzten paar Tage haben wir es auf 200 geschafft. Wir finden das mega cool und wir haben vor allem auch mega Freude, dass es von diesen 200 wirklich auch viele gibt wie ihr, die uns Fragen schicken, wenn wir ein Q&A machen, die immer öfter unsere Videos kommentieren. Das ist das, was wir wollen. Wir haben lieber eine kleine Community, die dafür auch wirklich interessiert ist an dem, was wir machen, die mit uns interagiert, die uns Kommentare schreibt, die wir beantworten und so. Das ist das, was uns Spass macht. Wir finden es schade, dass es nicht mehr Schweizer gibt, die auch Schweizerdeutsch halt Videos machen, weil wir sind davon überzeugt, es gibt genug interessante Leute in der Schweiz, die eine Leidenschaft haben, die vielleicht gerne so etwas machen würden, die sich einfach nicht getrauen, weil sie wie mehr Mühe damit haben, das auf Hochdeutsch oder Englisch zu machen. Und das ist einfach schade. Das ist schade, weil es muss nicht sein. Auf Schweizerdeutsch, wir können es gerade so gut auf Schweizerdeutsch machen. Und wenn das mehr machen würden, würde auch die Schweizer Community mit der Zeit wachsen. Man könnte sich gegenseitig helfen und unterstützen. Und dann könnte man das auch in der Schweiz schaffen, dass aus dem Ganzen etwas entsteht, das in Deutschland halt eine richtige Community ist. Ich sehe, wir könnten hier noch viel erzählen über das Thema. Wie war es mit dem Q&A? Ich möchte an dieser Stelle auch noch allen danken, die Fragen eingeschickt haben. Ich hoffe, wir konnten alle beantworten. Es hat die eine oder andere Frage, gerade die bezüglich digitalen Nomaden, die wir ausgelassen haben. Die werden wir dann in einem separaten Video beantworten, wo wir dann wirklich mal noch auf das Thema eingehen. Ich hoffe, ihr habt eure Antworten bekommen. Es hat auf jeden Fall mega Spass gemacht. Am Dienstag gibt es das nächste Video. Es wird ein Daily Vlog geben. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann, macht's gut und bis bald. Ja.
Tschüss zusammen.